Ja, es ist Sommer. Und Sommer ist ja eben die Zeit, wie die Ruscha schon so schön gesagt hat, zum die Seele ein bisschen baumeln lassen und sich dem Stress vom Alltag zu entziehen. Und genau das ist doch der Plan, wenn wir uns so in die eben manchmal auch lang ersehnte Pause in der Mitte des Jahres verabschieden. Jetzt, mir geht es etwa so, dass genau in diesem Moment Sachen in meinem Leben auftauchen, wo ich nicht unbedingt gerade so darauf gewartet habe. Vielleicht auch manchmal sie einfach mir gelungen ist, im Stress vom Alltag sie aktiv zu verdrängen. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Das können sein Sachen zwischenmenschlicher Natur. Kaum hast du Outlook, Abwesenheitsassistent rein tun und im Büro alle Sachen delegiert, kommst heim und dann sagt die Frau, du, Tante Trudi hat noch angerufen. Sie hat noch gefragt wegen, das wäre vielleicht auch ein bisschen belanglos. Manchmal sind es auch andere Sachen. Es kann ein E-Mail sein, das dir in deine private Mailbox hineingeht. Es kann ein Brief sein, den du bekommst. Es kann sein, dass du im Gespräch mit jemandem, wo du endlich mal wieder Zeit hast zum Abmachen, merkst, hey, in dieser Beziehung verändert sich etwas. Oder bei dieser Person verändert sich etwas. Und am liebsten würde man sagen, du, ich habe jetzt Sommer, lass es mir bitte vom Leib halten. Das geht aber leider nicht immer. Und ehrlich gesagt wünsche ich niemandem von uns, dass jetzt das gerade auf uns wartet. Und trotzdem ist die Sommerzeit halt eine Zeit, wo man in der leichteren Agenda auch mal ein bisschen Zeit hat, um vielleicht so Sachen einmal genauer anzuschauen. Oder etwas, wo einem vielleicht jetzt einfach so über den Weg läuft oder sich aufdrängt, einmal anzugehen. Wie gehen wir mit Sachen um, die sonst ein bisschen wenig Platz haben oder wo wir wegdrängen? Darum habe ich mich entschieden, heute euch mitzunehmen in einen biblischen Text, wo wir uns inspirieren lassen davon, wie wir so können, vielleicht auch mit Sachen, wo wir nicht darauf gewartet haben, damit umgehen. Und wir machen keine halbe Sachen. Wir lesen heute einfach gerade ein ganzes Bibelbuch zusammen. Dann kannst du sagen, hey, in diesen Sommerferien habe ich im Fall schon mal ein ganzes Buch gelesen in der Bibel. Also schon mal ein Ding abgehakt. Und das ist der Brief an Philemon. Die Ruscha hat schon gefragt, ich bin froh, dass noch nicht allzu viele den gelesen haben. Die so im jährlichen Bibelleseplan sind, kommen damit darüber hinweg. Manchmal merkt man gar nicht, dass man ihn liest, weil er ist einfach nur ein Kapitel lang. Und man ordnet ihn vielleicht so als einen Zusatz zum Philipper, weil es tönt noch ähnlich oder so ein, aber ist es nicht. Es ist der kürzeste Brief, den der Paulus geschrieben hat, den es dann auch geschafft hat, um in den Kanon der Bibel aufgenommen zu werden. Und es ist sehr ein persönlicher Brief. Und ja, er ist auch wohl so bei dem Philemon in den Briefkasten gefallen, vielleicht nicht gerade unbedingt erwartet. Zum Starten habe ich gedacht, wir lassen den einfach mal auf uns wirken und wir hören jetzt die Lesung vom Philemon-Brief. Du darfst ruhig werden, darfst die Augen zumachen, wenn dir das hilft und einfach mal zuhören. Der Philemon-Brief. Es schreiben Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt, und Timotheus, der Bruder. An Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Aphia, unseren Mitstreiter Archippus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer, wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war, doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient.
Jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern viel mehr als das, als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten. Natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zuliebe. Im Vertrauen auf deine Einwilligung und in der Zuversicht, dass du noch mehr tust, als ich erbitte, schreibe ich dir diesen Brief. Halt bitte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Epaphras, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, lässt dich grüßen. Ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Brief von Paulus an Philemon. Kurz und knackig. Für das Verständnis von so einem Text lohnt es sich immer, um sich zuerst mal Gedanken zu machen, was da für ein Kontext drin spielt. Also, das ist ja ein Textdokument, das zu einer bestimmten Zeit entstanden ist, an eine bestimmte Empfängerschaft gegangen ist. Und für uns ist das manchmal auch noch schwierig, weil wir haben es jetzt einfach in der Bibel, oder? Du hast eine Bibel gekauft oder geschenkt bekommen und da drin ist das einfach einer von diesen Texten. Aber der hat ja auch einen zeitlichen Bezug. Und der hat ein Umfeld, wo er drin gespielt hat, der Text. Und in dem Fall ist schon mal klar, eben, es handelt sich um einen Brief. Und der geht auf aktuelles Geschehen ein. Und ich möchte darum zum Starten mit euch gerade in den Text selber tauchen und anschauen, was finden wir denn raus, über was da so drumherum abgeht. Ein paar einleitende Fragen zur Klärung. Und die ersten Verse geben eigentlich schon sehr viel von diesem Preis. Das ist super. Wir lesen nämlich dort gerade, wer den Brief geschrieben hat. Vers 1, erstes Wort, der Paulus. Und er sagt ja Gott, dass er im Gefängnis ist. Also der Ort von dieser Verfasserschaft ist auch geklärt. Weil er die rettende Botschaft von Christus verkündet hat. Mit ihm zusammen ist anscheinend der Timotheus, der das mitverfasst oder sicher mitgewusst hat von dem Schreiben. Und der Brief geht, und das ist so das nächste wichtige Anzeichen, an ihren lieben Freund und Mitarbeiter, der Philemon. Die zwei Personen stechen sicher raus und die sind wichtig. Erwähnt werden dann aber auch noch ein paar weitere, und zwar die Schwester Aphia, der Archippus und der Brief geht auch an alle anderen, die sich im Philemons im Haus versammeln. Ich möchte da schon mal kurz halten und wir werden uns vor allem zu diesen zwei wichtigen Figuren Gedanken machen und uns so ein Bild machen, hey, was ist genau passiert, dass dieser Brief geschrieben werden musste. Also wir lesen als erstes vom Paulus. Der Paulus ist der Autor. Er schreibt den Brief mit seinen Mitarbeitenden, mit dem Timotheus zusammen. In den Grüßen sieht man dann auch noch ein paar mehr erwähnt. Und der Brief zählt zu den Gefangenschaftsbriefen, weil der Paulus damals im Gefängnis, in der Haft war, in einer Art von Arrest. Er hat mehrere Briefe dann geschrieben und der Philemon-Brief ist einer von denen. Was man sicher ist, dass der Brief zeitgleich mit dem Kolosserbrief geschrieben worden ist. Also leider nicht der Philipper, der noch ähnlich wird tönen, sondern der Kolosser. Das findet man eigentlich aber nur raus, wenn man den Kolosserbrief liest. Weil dort sieht man, dass der überbracht wird, unter anderem von dem Typ namens Onesimus und vom Tychikus. Also das sind die Boten gewesen. Und darum sieht man, die sind wohl zeitgleich geschrieben und wohl auch am gleichen Ort gegangen. Die Frage ist, wo das der Paulus genau war, wo er geschrieben hat. Und hey,
Eigentlich sollte man ja alle Antworten haben, aber man weiß es eben nicht ganz 100%ig sicher. Es gibt verschiedene Annahmen. Die eine, und auch so die vielleicht fast breiter auch vertreten ist die, dass man annimmt, dass der Paulus in Rom war. Ganz oben im Ecke seht ihr das. Also Hauptstadt von Italien, damalige Hauptstadt vom Römischen Reich. Die andere Annahme ist, dass er eventuell in Ephesus war. Dort wird uns aber in der Bibel nicht berichtet, dass er wirklich festgenommen worden ist, aber er hat längere Zeit dort verbracht und er hat dort auch ein bisschen Aufruhr geschaffen. Und das wäre dann halt auch örtlich ein bisschen näher an dem Ort, wo er den anschickt, nämlich auf Kolossä, wo wir nachher noch werden sehen. Ehrlich gesagt ist das aber auch ein bisschen eine zweitrangige Frage, wenn es um den Inhalt geht. Es spielt vor allem dort rein, wenn man sich die Frage stellt, wann ist der Brief geschrieben worden? Und wenn es in Rom ist das ein bisschen später, so irgendwie um 60 nach Christus. Wenn es in Ephesus gewesen wäre, wäre es ein bisschen früher, 55 nach Christus, irgendwie so. Die zweite Person, die genannt wird, ist der Philemon. Er ist der Empfänger von dem Brief. Aber nicht nur er, sondern man merkt ja, dass da tatsächlich noch andere Leute erwähnt werden. Es ist also fast ein bisschen so als so Kopie an, oder? Und ich wisse meistens, wenn man das macht, dann hat es einen Grund. Es ist einem schon noch wichtig, dass das, was jetzt ankommt, nicht einfach vergessen geht. Wir werden das noch zusammen sehen. Es geht nämlich auch an Daphia und an Archippus. Und die Forschung vermutet, dass Daphia, die Schwester, die Frau ist von Philemon. Und der Archippus möglicherweise der Sohn, sicher Leute, die mit dem Philemon zusammen gelebt haben, am gleichen Ort in der Gemeinde sind. Und der Philemon, das wiederum findet man raus, auch wieder im Kolosserbrief, der lebt in Kolossä. Weil eben der Onesimus dort geschickt wird und weil man weiss, dass er dort der Philemon in dem Fall war. Was aus dem Text rauskommt, vielleicht habt ihr gut gehört, ist, dass er anscheinend der Gastgeber ist von der Hausgemeinde, die es damals gegeben hat in Kolossä. Also in seinem Haus haben sich die Gläubigen dort versammelt und man vermutet, dass er durch den Paulus zum Glauben gekommen ist. Der Paulus selber war nie in Kolossä, aber eben lange in Ephesus. Und da wird jetzt die Karte noch mal ein bisschen einzoomen zeigen und wir sehen, dass das gar nicht so weit auseinander ist. Also da ist der Kolossä, da ist die Kolossä, die Hausgemeinde vom Philemon, oder wo er zumindest der Gastgeber war. Und der Paulus hat 3 Jahre lang in Ephesus gewirkt. Und das ist dann nicht mehr so weit weg. Die Gemeinschaften sind auch verbunden gewesen. Da hat man sich auch gekannt. Der Philemon, also sicher zumindest eine angesehene Person, die zum Glauben gefunden hat, ein Haus hatte, ein grösseres Haus, wo man sich versammeln konnte. Kolossä, noch ein Wort zu dieser Stadt, ist nicht die grösste im Gebiet, eine mittelgrosse Stadt, an Handelsrouten gelegen, in dem Sinne eine gewisse Wichtigkeit hat sie im Römischen Reich. Sie ist darum bestimmt auch multikulturell und multireligiös gewesen. Also man könnte sagen, so gewisse Aspekte, die wir vielleicht auch heute kennen, in der heutigen Zeit, haben damals sicher auch reingespielt. Noch etwas Letztes zum Philemon. Ich will noch mal zu ihm kommen. Wenn man dann die einleitenden paar Verse liest, dann findet der Paulus am Anfang nur lobende Worte für ihn. Er deutet an, wieso der Philemon für ihn so ein besonders bedeutender Mitarbeiter ist. Ein Mitstreiter. Er erwähnt ihn auch als eigentlich wie so Partner in dieser Mission für das Evangelium. Und da kommt sehr viel Lobens raus. Er betont besonders, dass ja der Philemon mit ihm zusammen die Gläubigen stärkt. Eben sicher auch als Gastgeber von einem Ort, wo die sich versammeln können. So die erste Gemeinde in Kolossä. Aber ehrlich gesagt, das alles ist nur ein bisschen vorgesülze, bevor es eigentlich ans Richtige geht, als Eingemachte vom Brief. Und dort will ich mit euch eintauchen in den Hauptinhalt. Ab Vers 8 lässt nämlich dann der Paulus Katz aus dem Sack, um was es ihm eigentlich geht. Und zwar geht es ihm um den Onesimus. Aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, was ich als Apostel auch mit gutem Recht verlangen könnte. Es geht um deinen Sklaven Onesimus. Also das ist der Hauptinhalt von dem Brief. Und dann sagt der Paulus, der hat durch mich da zum Glauben gefunden. Also er ist jetzt beim Paulus anscheinend, der Onesimus, in Ephesus oder in Rom. Und ist zum Glauben gekommen beim Paulus. Und er mache jetzt viel Nutzen. Vielleicht Randbemerkung, Onesimus heisst der Nützliche. Und anscheinend war er unnütz vorher, jetzt nützlich. Und dann kommt die grosse Bitte von Paulus, das, was ihm wirklich wichtig ist. Er sagt dann, wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Ich schicke ihn zu dir zurück und bitte ihn auf.
Sagt er noch, ich schaue für alles, was dir vielleicht zu Schaden gekommen ist, aber nimm ihn jetzt auf, auch als ein Brüder. Er ist jetzt ein Brüder, nicht mehr ein Sklave. Also, um Paulus geht es um den Onesimus. Aber bevor wir dorthin kommen, stockst du vielleicht noch und sagst, hey, Moment mal, jetzt habe ich ein paar Alarmglocken. Also der Gastgeber von der Gemeinde in Kolossä war in dem Fall ein Sklavenhalter. Jawohl. Nicht so lustig, aus der heutigen Perspektive. Man fragt sich vielleicht, wie ist das möglich? Heute wäre das absolut unvorstellbar. Damals war das nicht. Die Sklaverei war im Römischen Reich recht weit verbreitet. Man geht davon aus, dass ein Drittel der Bevölkerung den Status hatte, vom versklavt zu sein. Als Sklave war man Eigentum vom Besitzer. Man hatte Recht und Pflicht gehabt. Die Sklaven haben in dem Sinne auch zum weiteren Haushalt gehört von diesen Eigentümern. Und sie sind nicht unbedingt nur für so Dienstarbeiten angestellt oder so für untere Arbeiten, sondern sie haben auch Lehrer sein im Haus, Schreiber, Buchhalter oder sogar Ärzte. Sie sind ein Teil von der römischen Gesellschaft. Kinder, die Sklaven hatten, sind automatisch auch Sklaven geworden. Es hat auch gewisse Rechte gegeben für Sklaven. Es gibt Berichte, die sagen, dass es gewisse Sklaven nach einer Zeit freigekommen sind. Meistens, weil sie gute Dienste für ihre Eigner geleistet haben und dann eigentlich können das Leben in Freiheit anfangen. Viele von ihnen haben dürfen sich bilden oder sind auch geschickt worden, um sich zu bilden. Das allerdings auch vor allem mit dem Nutzen, dass man dann so einen Sklaven natürlich auch ein bisschen teurer können weiterverkaufen, falls man das nicht will. Am Schluss muss man sagen, wie es einem Sklaven gegangen ist, hat maßgeblichstens damit zu tun gehabt, wie sein Eigentümer mit ihm umgegangen ist. Am Ende sind sie denen ausgeliefert gewesen. Und wenn man denkt, das klingt ja gar nicht so krass, wenn ich mir das vorgestellt habe, mal, das ist durchaus auch sehr ein Herzschicksal gewesen. Wenn ein Sklave geflüchtet ist, haben ihm grosse Strafen gedroht, zum Beispiel auch Kreuzigung, damals eines der schrecklichsten Foltermittel. Und natürlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass es eine Scham war für einen Halter oder für einen Eigner, wenn ihm die Sklaven davonlaufen. Es könnte sein, dass er ihn nicht gut behandelt hat. Das so zu der Sklaverei, das ist anders heute, das ist wichtig. Damals ist das noch normal gewesen. Jetzt zum Onesimus selber. Wir wissen ehrlich gesagt nicht mega viel über ihn. Nur, dass er aus irgendwelchen Gründen vom Philemon geflohen ist. Und möglicherweise hat er dazu auch Geld gestohlen. Weil er hätte reisen müssen, egal wie weit. Es braucht Geld, Fortbewegung. Und wir wissen nicht, ob er zufällig oder bewusst zum Paulus ist. Ich denke, er hat irgendwie schon gewusst, wo er hin will. Es kann sein, dass er ihn vom Hörensagen gekannt hat, weil ja der Paulus für die Gemeinde in Kolossä wichtig war und er dort ja wohl auch mitgelesen hat, wenn man dort so geredet hat. Auf jeden Fall schreibt der Paulus, dass der Onesimus zu ihm gekommen ist und er bei ihm zum Glauben gefunden hat. Eine Wendung in seinem Leben vollführt hat. Gesagt hat, ich verschreibe mein Leben, dieser Nachfolge an Christus. Und er schreibt auch, er ist mir nützlich geworden. Details wissen wir nicht. Was aber der Paulus macht, ist, er fordert etwas unglaublich Grosses vom Philemon. Er sagt ihm nämlich, ich schicke dir ihn zurück und du nimmst ihn auf wie einen Bruder, nicht mehr wie einen Sklave. Das heisst, ist klar, eigentlich gibt es jetzt eine grosse Strafe, aber das machst du nicht. Du nimmst ihn an, du nimmst ihn auf. Das hat den gesellschaftlichen Normen widersprochen. Das hat Scham können bedeuten für den Philemon. Das hat challenged. Das ist eine grosse Aufgabe. Und gleichzeitig schafft der Paulus gerade Fakten. Das finde ich noch krass. Oder heute haben wir viel einen schnelleren Kommunikationsverkehr. Damals nicht. Du hast das müssen senden, physisch. Und er sagt einfach gerade, ja, Onesimus, du gehst gerade mit. Ist auch noch recht risky, weil man weiß ja nicht, was der Philemon wirklich macht. Und ich vermute, das hat auch der Onesimus herausgefordert. Und all das macht er mit dem Aufruf, eben, dass sie jetzt Brüder sind und nicht mehr Sklave und Herr. Okay, wir sind fast durch mit diesen Randbemerkungen, es gibt noch eine letzte. Der ganze Brief hat dann doch durchaus so einen speziellen Stil und eine gewisse Artikulation drin, die doch auffällt, wenn man das so durchliest. Man könnte sagen, eine druckvolle Artikulation und ein Hang zur Manipulation. Ich werde ein paar Beispiele herausnehmen. Paulus schreibt, aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, das ist noch nicht, was ich aber eigentlich auch mit gutem Recht einfach verlangen könnte. Aber ich möchte dir jetzt nichts befehlen.
Wenn wir weiter schauen, dann geht es um die Schuldbegleichung, die vielleicht da ist. Und dann sagt er, ich werde es bezahlen, dafür bürge ich mit meiner Unterschrift. Allerdings, wollen wir nicht erwähnen, was du mir schuldest. Weil du durch mich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast. Davon will ich hier jetzt nicht reden. Aber ich kann jetzt gerade, aber wir reden trotzdem nicht drüber. Einen Wunsch hätte ich trotzdem noch, also falls du jetzt doch auf die Idee kommst, vielleicht das nicht zu machen, was ich sage. Halte bitte eine Unterkunft für mich bereit. Ich komme dann noch schauen, gell? Denn ich rechne damit, dass Gott eure Gebete erhört und uns ein Wiedersehen schenkt. Ich will keinen Druck machen, aber es könnte sein, dass ich dann mal noch komme. Wer weiß. Ich habe jetzt auch bewusst noch ein bisschen überzeichnet, aber man findet da schon so ein Muster drin, dass der Paulus ein grosses Anliegen hat und dem auch Druck verleiht, mit Nachdruck reingeht. Das kann man durchaus sagen. Ein Teil davon ist vielleicht der damaligen Stilistik geschuldet, wenn man also Briefe geschrieben hat, also Briefe mit Anliegen drin. Wir kennen es auch noch ein bisschen von früher im Bewerbungsprozess, hat man vielleicht auch mal geschrieben, ich freue mich, mich bald bei Ihnen vorstellen zu dürfen, oder? Macht mich, glaube ich, auch nicht mehr ganz so. Manchmal hat man es auch noch klarer ausgedrückt, aber es kann ein Teil Stilistik sein. Ein anderer Teil ist sicher einfach auch, dass der Paulus da wirklich Druck aufsetzt. Wir werden auf das noch kommen. Jetzt die grosse Frage, was machen wir mit dem Schreiben? Oder anders gesagt, was hat die Geschichte von einem entlaufenen Sklaven mit unserem Leben zu tun? Ich nehme es vorweg, wir reden nicht über Sklaverei heute, weil leider ist der Brief auf verschiedenste Art und Weise verwendet worden. Einige haben argumentiert, dass er ja genau zeigt, dass man eben Sklaverei vorbei ist. Andere haben noch sehr lange genau mit dem Brief argumentiert, dass Sklaverei gerechtfertigt ist und okay ist. Weil ja der Paulus nicht die Freilassung von Onesimus verlangt. Darum, das lassen wir beiseite. Wir wissen auch nicht, was geschehen ist nachher. Oh Mann, manchmal wünschte ich mir, könnt doch nochmal Philemon 2 oder so, oder? Man weiß es nicht. Es gibt nur Kirchengeschichte, wo darüber berichtet und wo darüber gewisse Statements macht. Und die sagen, es hätte eine Versöhnung gegeben zwischen dem Philemon und dem Onesimus. Das wäre schön. Aber was wir jetzt heute darum machen, ist, wir machen eine persönliche Deutung. Wir schleifen in die Rolle von diesen 3 Hauptakteuren. Und wir fragen uns, was für Fragen stellt der Brief uns, wenn wir in dieser Rolle wären? Wo fordert er uns raus? Und wir möchten uns davon in unserem Leben inspirieren lassen. Und was ich toll finde an der Bibel ist, dass sie eben das Menschsein sehr transparent zeigt, vom Alten Testament bis ins Neue. Die biblischen Charaktere sind selten einfach glorifizierte Figuren. Sie sind Figuren mit Schattenseiten, Figuren mit Stärken, Figuren mit dem, wo in dem laufen, was Gott denkt hat, aber auch Figuren, die manchmal total versagen. Und gerade auch im Philemonbrief kommt wie beides raus bei diesen Figuren. Das finde ich toll, das finde ich enorm nahbar. Damit kann ich selber etwas anfangen, weil in mir ja das Ringen auch oft ist. Und genau darin wollen wir uns inspirieren lassen. Und ich nehme euch darum mit, da rüber zu diesen Stühlen, wo wir miteinander möchten in diese Figuren ein bisschen eintauchen. Und wir sitzen zuerst auf dem Stuhl von Paulus. Und du kannst einfach mitsitzen und jetzt denken, du bist jetzt Paula oder der Paulus. Paulus bedeutet der Kleine, der Bescheidene. Und gerade bei seiner Person kommt in diesem Brief so das Komplexe vom Menschen raus. So die 2 Seiten, die er eben hat. Einerseits zeigt sich der Paulus gerade am Anfang vom Brief sehr vorbildhaft. Er lebt, was er dann auch am Philemon predigt. Es ist spannend, dass er am Anfang in allen anderen Briefen, in den meisten sagt er, ich bin der Apostel Paulus, der jetzt schreibt. In diesem Brief macht er das nicht. Also er holt nicht einen Rang raus, den er sich betitelt, sondern er schreibt als Brüder. Und er schreibt liebevoll und er lobt den Philemon und er nimmt ihn auf die Augenhöhe und sagt, du bist einer von meinen Mitkämpfern, Mitstreiter. Genau so, wenn er ja nachher von ihm etwas fordert, nämlich eine andere Person auf seine Augenhöhe zu nehmen. Also sehr vorbildhaft. Er achtet auf einen guten Ton. Und der Ton macht ja bekanntlich auch die Musik. Gleichzeitig ist es eben auch ein bisschen zweifelhaft, weil der Paulus druckt schon recht mit seinen Argumenten. Er manipuliert. Er lässt nicht so viel Spielraum. Und auch wenn das vielleicht damals gang und gäbe war, so ist das heute nicht in Ordnung im Umgang mit anderen Menschen. Manipulation ist kein Weg.
Mit Druck schaffen wir nicht. Es ist kein Mittel. Und Paulus, seine beiden Seiten werden irgendwie sichtbar. Der von Christus bewegte, veränderte, weiche, demütige und zugleich der Eiferer, der Pharisäer, der so für seine Anliegen kämpft. Und die Frage auf dem Stuhl, wo wir uns stellen, ist, welche Tendenz habe ich? Begegne ich den Menschen auf Augenhöhe? Oder wo stehe ich in Gefahr, zu manipulieren, um meine Ansichten, meine Anliegen, meine Bedürfnisse druckvoll durchzusetzen? Eine zweite Frage, die wir uns im Zusammenhang mit dem Paulus stellen können, wie steht es um unseren Mut, jemanden auch mal zu konfrontieren und auf etwas hinzuweisen, das er verändern muss in seinem Leben? Der Paulus fordert den Philemon enorm heraus. Und die beste Basis für das ist eine gute Brüderbeziehung. Und unser Glaube ist ein in Gemeinschaft gelebter Glaube. Und manchmal brauchen wir einander, um einander auf blinde Flecken hinzuweisen. Und der Paulus macht das mutig beim Philemon. So die Frage an uns: Wage ich es, andere Menschen einmal zu konfrontieren? Dann, wenn mir das zusteht. Dann, wenn ich eine Beziehung habe, die das zulässt. Und wo könnte es meine Aufgabe sein, aus Liebe, jemanden auf etwas hinzuweisen? Wir nehmen Platz vom Stuhl vom Philemon. Sein Name ist Programm. Der Liebende oder der Geliebte. Als Philemons und Philemonas dürfen wir uns fragen, wie liebevoll sind wir mit den Menschen um uns herum. Besonders mit den Menschen, die uns anvertraut sind, über die wir eine Verantwortung haben. Die engsten Beziehungen, die wir haben, Freundschaften, Partnerschaft, Kind, Nachbarschaft, aber natürlich auch Mitarbeitende im Arbeitsumfeld, ob auf Augenhöhe oder in einer Hierarchie, sind wir liebevoll. Irgendetwas muss vorgefallen sein, dass der Onesimus gegangen ist. Anscheinend hat er sich nicht geliebt gefühlt. Sonst wäre er wohl nicht abgehauen. Ja, wir schaffen es nicht immer. Wir sind nicht immer Philemons. Die Frage, die uns der Philemon heute stellt, ist: Gehe ich liebevoll mit anderen um? Und bin ich kritikfähig? Dieser Part ist ja schon noch schwierig. Lass ich mir etwas sagen? Die Kirchengeschichte sagt, dass der Philemon sich so etwas sagen lassen hat. Dass er dem Rat von Paulus gefolgt ist. Der Philemon fragt dich und mich: Wo haben die Menschen das Recht, dir auch etwas zu sagen? Oder wo schützt du dich vor jeglicher Art von Kritik mit einer dicken Mauer? Onesimus, vor was laufst du davon? Der Onesimus ist geflüchtet. Flucht ist ein Notfallprogramm, das in unserem Hirn angelegt ist. Wenn Menschen sich stark bedrängt oder bedroht fühlen, dann ist es ein Ausweg, davon zu rennen. Das können zwischenmenschliche Geschichten sein, Angelegenheiten, die einem dazu bringen. Es können manchmal auch innere Krämpfe sein und Kämpfe, die man hat. Kennst du es auch, dass du manchmal am liebsten einfach davor rennen? Vielleicht in die Sommerferien. Das ist manchmal noch so eine gute Insel. Vor was laufst du davon? Bist du vielleicht irgendwo auf der Flucht?
Flucht hilft meistens nicht dauerhaft, sondern nur momentan. Auch der Onesimus ist eingeholt worden. Der Paulus schickt ihn zurück. Er sagt, ja, ich weiss, du hättest schon schön da, aber du gehst. Du stellst dich dem. Und dazu braucht es Mut. Darum ist es auch ein Zuruf vom Onesimus an uns. Bist mutig. Bist wie der Onesimus. Und stell dich dem. Und manchmal, damit man mutig sein kann, muss man sich Hilfe holen. Auch das ruft der Onesimus zu und gibt ein Beispiel. Er hat sich Hilfe gesucht. Möglicherweise aktiv beim Paulus. Unterschlupf gesucht. Er hat jemanden gebraucht, der ihm geholfen hat, aus dem Schlamassel rauszukommen. Weil sonst hätte er abtauchen müssen. Manchmal ist so viel Hopfen und Malz verloren, dass es jemanden braucht, der ihm hilft, sich der Situation zu stellen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir nützlich. Darum ist der Ruf, den Onesimus auch macht, der von seinem Namen. Mach dich nützlich. Er, der Sklave, der Paulus sagt, er ist nützlich. Das ist nicht andere Kasten. Das ist nicht etwas Geringeres. Er ist ein Bruder. Er ist ein Partner, wie du, Philemon. Jeder von uns ist nützlich in Gottes Augen. Es gibt dort keine gesellschaftliche Karriereleiter. Das ist ein Ruf, den du heute auch hören darfst. Du bist nützlich. Du bist gewollt. Du wirst gebraucht für die Mission von deinem Leben und für die Mission von Gott über dein Leben. Gott kann sogar das Unscheinbarste zu seinen Zwecken nutzen. Das ist gute Nachricht. Im 1. Korinther schreibt auch der Paulus, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Weil Christus sich für uns nützlich gezeigt hat, weil Christus uns reich beschenkt hat, dürfen wir andere reich beschenken. Das ist die Geschichte von Onesimus. Er ist ein Bruder. Er ist nützlich. Er stellt sich seinen Herausforderungen. Er lässt sich brauchen. Das ist eine Einladung an dich und an mich. Ein kurzer Brief und 3 von den Figuren genauer angeschaut. Und einige Fragen. Das ist das, was ich euch heute in die Sommerferien mitgeben möchte. Und zum Schluss möchte ich beten, dass Gott und der Heilige Geist in unser Leben reden, was jetzt wirklich dran ist. Vater im Himmel, ich danke dir für den Philemon-Brief, für dein Wort, für einen Text, der auch ein bisschen schräg dasteht in diesem Kanon. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du redest, dass du uns führst, dass du uns Fragen stellst, dass du die 3 Leben von diesen Männern zu uns reden lässt. Und ich danke dir, dass du das machst. Ich bete für Mut, zum Schritt wagen aufgrund vom Geretten. Und ich bete darum, dass wir erfahren können, wie du uns reich beschenkt hast, damit wir andere reich beschenken und nützlich werden. Danke dir für dein Werk. Amen. Wir gehen in den nächsten Teil von unserem Gottesdienst, wo eine Zeit sein soll, wo wir einfach auch in dem verweilen können, was ist, diesen Gedanken weiter nachgehen, aber auch zusammen in Gemeinschaft ganz bewusst vor Gott treten mit diesen Liedern, die wir singen. Und es ist auch eine Zeit, die wir bei uns brauchen, um reagieren können. Oder vielleicht etwas, was wir schon mitgetragen haben, in den Gottesdienst Gott zu bringen. Das kannst du mega gerne machen, bei unserem Gebetsteam, das vor Ort ist, und das Lied mit dir zu beten.
Du kannst es machen, indem du zum Abendmahl gehst und dort vielleicht mit jemandem, der mit dir da ist, das nimmst. Oder du darfst es auch gerne online machen, indem du dich an uns wendest. Über die eingeblendete Nummer kannst du uns per Textnachricht erreichen. Wir geniessen diese Zeit und wir machen uns auf für das Wirken von Gott.